So, dritter Spieltag in der Champions League. Ich hoffe, da sind wir ein bisschen erfolgreicher. In der Liga sind wir es im Moment nicht. Da haben wir in den letzten Spielen in der Liga haben wir unentschieden verloren. Unentschieden. Also 2 Unentschieden und eine Niederlage. Der letzte Sieg war gegen den FC Everton. Also beim nächsten Ligaspiel müssen wir dann wieder Gas geben. Damit wir auch wieder gewinnen. So, jetzt spielen wir gegen Galatasaray. Die spielen am besten in... Ja, die spielen in weiß, ne? Wir spielen in grün. Oder spielen in rot. Machen wir lieber so. Oh, da schau her. Das schaut doch gar nicht so schlecht aus. Bis auf Ben AV, den können wir eigentlich drin lassen. Und dann haben wir gerade den aus. Xavi Garcia bleibt daheim. Neskens ist auch wieder fit. Gut, also das schaut doch super aus. Und kann vielleicht mal wieder Sieg werden. Ja, die Türken sind bisher nicht so gut gestartet. Ich glaube 2 Niederlagen, 7 Gegentore. Selber haben sie noch keins geschossen. Wir werden dann wahrscheinlich auch in die Suppe spucken und versuchen das eine oder andere Tor zu schießen. Trotzdem sollte man es nicht unterschätzen. Unser bester Mann ist wieder fit. Also heißt es schon mal, dass wir vorne wieder attraktiver sind. So, die Aufstellung kennen wir von uns. So, ab geht's ins dritte Gruppenspiel. Und mit einem weiteren Sieg, dann war man schon richtig gut dabei für die nächste Runden. Hamid Altintop. Santon. Ja, Fafan. Nein, der war nur da. Es gibt Ecke. Diesmal war Fafan dran. Leider vorbei. Abschluss Muslera. Altintop. Sabri. Melo. Ja, das war der erste Schussversuch. Also wie gesagt, die sollte man nicht ganz abschreiben, auch wenn sie bisher noch kein Tor geschossen haben. Ja, mit den Namen von denen komme ich überhaupt nicht klar. Sabri. Altintop. Aber wir produzieren fleißig Fehlpässe im Moment. Benafa. Romario, was haben denn die Neueste dabei? Also die sind auch nicht so schlecht besetzt, ne? Ja, den hat er ganz schlecht erwischt.
Denn wenn er besser geschossen hätte, oder besser gesagt flach geschossen, dann hätte er sitzen können. Zurzeit hat es bei uns etwas an der Chancenauswertung, also wir haben unglaublich viele Chancen. Aber kriegen da nicht ins Tor rein. Das hat man schon gegen Wolverhampton gesehen. So, es gibt einen Wurf. Und Muslera hat ihn sicher. Dabei. Ja, mit Kopfbällen, das wird natürlich bei Ronaldo überhaupt nichts. Gibt's ja gelbe Karten. Ja, gegen unseren Holländer. Der ist fleißig unter die Kartensammler gegangen. Letztes Spiel war er gesperrt. Das ist abseits. Ja, da war er weit vorne. Hat natürlich nicht so hingehauen. Ronaldo kann er sich durchsetzen. Nein. Aber er ist durchaus heute etwas aktiver unterwegs. Wo es natürlich nicht schlecht ist. Ja, da ist wieder überhaupt keiner zum Ausspielen. Also bisher haben wir nicht viel nach vorne geschafft. Beziehungsweise die anderen stehen richtig gut hinten drin. Wobei wir machen auf viele Fehlpässe. Altin top. Ach okay, das war doch ein Foul. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder die Situation. Riesenchance jetzt. Und meistens gehen sie rein. Und da haben wir Glück gehabt. Ja, wir lassen uns zu leicht den Ball abnehmen. Ja, man sieht schon. Gut, Halbzeit 0-0 bisher. Und wir hadern gescheit mit unserer Chancenauswertung. Ben Affe hat mir gar nicht gefallen auf der rechten Seite, das geht jetzt aussehen. Und wir bringen Oscar. Jetzt werden wir noch ein bisschen effektiver spielen. Die Pässe besser verteilen. Also zum Mann bringen. Und vielleicht einmal ein Tor schießen. Dann kann das durchaus was mit einem dritten Sieg werden. Und dann wird es auch mal in der Liga wieder was da mal gewinnen. Denn da haben wir es nötig. Ansonsten verlieren wir einen Anschluss noch einmal. Oscar, Riesenchance. Der Brasilianer, da muss er mehr draus machen. Vielleicht hätte man da mit links machen müssen.
Den erwischt er nicht. Den erwischt er überhaupt nicht. Felipe Melo. Es gibt Ecke. Jawohl. Und der war drin, Ronaldo, jawohl. Ja, jetzt wird er schon langsam warm, ne? Wie wird immer Zeit, dass er mal aktiv wird? Das sehen wir so nicht. Da war ein großes Durcheinander. Ja, da ist er mitten unterm Haufen, ist er an den Ball gekommen. Und kann dann vollstrecken. Also Ronaldo schießt sein erstes Champions League Tor in der Saison. Klappt langsam wieder. Wird jetzt Zeit, dass er mal da seine Tore macht. Da ist er wieder, Ronaldo. Gut, der Woche das mal spielen. Ronaldo schon wieder. Ja, da wieder der Ball abgelaufen. Baresi. Ja, jetzt könnte man ruhig einmal Fallpfeife, also es war nicht so unfein. Ja, tödlich abgefälscht. Jefferson Fafan macht es 2-0. Ja, da war der Torwart chancenlos. Da hat es einen tödlichen Querschläger gegeben. Pass auf, das schauen wir uns so an. Da kriegt der Ball, den einen lässt er aussteigen. Ja. Den trifft er. Und der lenkt ihn dann ins eigene Tor um. Und der Torwart war auf dem Weg in die andere Richtung. Und hat somit keine Chance mehr gehabt. Somit führen wir 2-0. Also es schaut danach aus, als ob wir das dritte Spiel auch gewinnen. Und hätten dann 9 Punkte schon am Kasten. Am Konto besser gesagt. Neskens. Dembaba erwischt den nicht. Melo. Wieder Einwurf für Istanbul. Ja, war Foulspiel. Rückpass zum Torwart, der klärt das erst einmal. Ja, das war nicht so gut, der Querpass. Oscar. Holt der Ecke raus. Die dritte für uns. Ja, Neskens.
Wollen wir wechseln? Ich weiß nicht, bin mir noch nicht so sicher. Dann haben wir Demba Ba aus, der macht halt nicht so ganz so gute Figur. Wir finden aber jetzt 2-0, also es kann da nicht so viel schief gehen. Hoffe ich zumindest. Da freut mich das umso mehr, dass Ronaldo endlich mal ja, aufgewacht ist. War wohl irgendwie im verlängerten Urlaub. So, wir kriegen einen Einwurf und wir wechseln jetzt. Also Demba Ba ober, es kommt Destro. Oscar startet. Und vollstreckt zum 3-0. Das dürfte der Sieg sein. Und es ist auch das 10. Gegentor für Istanbul. Und selber haben wir noch angeschossen, also es ist schon richtig bitter. Also einen Ehrentreffer hätten sie eigentlich schon verdient. Aber wenn ich ehrlich bin, nicht gegen uns. Oh, Ronaldo startet durch. Jawohl, jetzt macht er sein zweites Tor, jetzt wieder wirklich. Ich glaube, jetzt ist er wirklich erwacht. Ja, Riesenfehler. Und er startet einfach durch. Moment, ich möchte nochmal wechseln. Und zwar da wir mal Neskens aber. Ich möchte, dass der noch was einfängt. Hinten da wir noch Andrioli rein. Achso, wir können noch gar nicht mehr wechseln. Gut, dann lassen wir dabei. Wir haben ja schon einmal gewechselt. Wir können nur noch einmal auswechseln. Oder zweimal haben wir schon gewechselt. Jetzt haben wir gerade noch einen da. Achso, es ist schon vorbei. Ja, also Endstand 4-0. Super mal gespielt. Und wir haben 9 Punkte am Konto, also alle Spiele gewonnen in der Hinrunden. Leverkusen gegen Barcelona. Alter. Das schaut eher danach aus, als dass Barcelona ausscheiden. Und das in der Vorrunde schon. So, wie schaut es denn aus in Gruppe A? Marseille und Manchester. Gruppe B schaut für Hamburg. Ja, gut. Die sind punktgleich mit den anderen 2. Chelsea ganz einsam am ersten Platz. Porto auch ungeschlagen. Da macht sie das Manchester und Paris aus. Dortmund auch erster, ungeschlagen. 3 Spiele, 3 Siege. Bayern genauso. Zweiter Fenerbahce.